Ich war schon überrascht, dass es gerade der LAP ist, die das Aktualitätsstunde angefragt hat. Sie sagen, dass die Grenzkontrollen ein großes Problem sind. Ja, das ist ein Problem für Lützeburg. Wir sind schlussendlich mit responsabel, dass die anderen Länder nicht Grenzkontrollen aufhören, der LAP. Für allem dem Jean Asselborn seine Asyl- und Migrationspolitik, mir auch seine unfair an oberflächliche Attacke gegen die Länder, die den Schengen-Raum an die Außengrenze wollten schützen. Und natürlich die Grünen und DP, die begeistert das Politik von Herrn Asselborn jahrelang mitgedroht haben. Das Politik hat systematisch über Jahre die grossen Erfolge vom Schengen-Akkord ergriffen. Die Idee vom Schengen-Raum ist eine gute Idee. Zumal für ein kleines Land wie Lützeburg, aber auch für die Grenzregionen von großen Ländern sowie als Großregion. Aber für das Schengen funktioniert, brauchen wir zwei Sachen. Erstens, die Außengrenzen müssen geschützt gehen, für das interne Kontrolle wegfallen können. Zweitens muss international agieren und Kriminalität bekämpft gehen. Und noch mehr wichtig, für uns allem brauchen die Länder Vertrauen, dass der Schengen-Raum auch funktioniert. Deutschland, Frankreich, Belgien, Holland, Polen, Finnland, Schweden, Slowenien, all diese Länder haben das Vertrauen verloren und haben jetzt Grenzkontrollen. Wir als RDR verstehen, für was die Länder nicht aufhängen zu kontrollieren. Sie reagieren auf reelle Probleme. Sie ignorieren und verstoppen sie nicht, aber sie machen etwas dagegen. Dafür sollen wir sie nicht verurteilen, aber endlich Realpolitik an unserer Asyl- und Migrationspolitik machen. Für die DDR ist der beste Grenzschutz für Schengen nicht unbedingt eine 3 Meter hohe Mauer in Europa. Ja, Grenzschutz ist wichtig, aber für uns alle müssen auch Anreize für die Leute reduzieren, für illegal zu kommen. Seit Jahren belohnen wir Leute, die dezidiert tun, x Grenzen illegal, ohne Genehmigung zu überqueren, für sich das beste Asylland für sich selber rauszusichern. Es gibt ein Recht auf Asyl, und da stimmen wir der Hand als RDR. Am ersten sicheren Drittland. Es gibt kein Recht, sich sein Asylland rauszusichern. Wir sollten als Land denen Menschen helfen, die dezidiert tun, am ersten sicheren Drittland Asyl zu freuen, auch für sich und hier kann ein gefährliches Reis zu erspüren. Wir brauchen mehr materielle Zuwendungen und Asylbewerber am Platz ihnen einfach so zu überweisen. Beschleunigt vereinfacht Asylverfahren auch durch Schaffung von einem spezialisierten Gericht, wenn danach die dadurch proposiert wird. Schnell und effektiv Rückführungen an das Land. Der neue EU-Pakt ist auch ein Schritt in die richtige Richtung. Aber als Land kann ihn auch viel mehr machen. Politiker, die eine Open-Border-Politik gemacht haben, gehen aufgewählt, wie aus Schweden und in Holland. An Dänemark machen Sozialisten schon seit langem Realpolitik. Ich habe im Oktober für einen Deputierten aus allen europäischen Ländern das gesagt, und viel Zustimmung gekriegt. Ich stelle fest, dass wir als RDR an der politischen Mitte an Europa sind. Très bien. Ganz genau. Ganz genau. Voilà. Also ich bin der LAP ist isoliert. Ich stelle fest, dass wir als RDR an der politischen Mitte an Europa sind. Wir schenken auch nach Kurven aus mangelndem Willen für international agierende Kriminalität effektiv zu bekämpfen. Dafür gibt es auch nicht Grenzkontrolle, sieht die EU. Denn Herr Minister Gloden hat gesagt, ich will mich von den Aussagen. So, wann schläft? Herr Weidich, weiter. Ich will mich von den Aussagen zu einer anscheinenden Häufigkeit einer sogenannten Migrantenkriminalität der RDR distanzieren. Damit distanziert den Herr Minister sich von der Realität und noch von unserer Responsabilität für den Schengen-Raum Kriminalität effektiv zu bekämpfen. Es braucht nicht mehr an das Prisungen zu gucken, für zu sehen, dass es ein reales Problem gibt. Und die können weder von Lützeburg noch von den Ausländern, die halt zu Lützeburg eine Arbeit tun. Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden, Holland und Dänemark, sie alle erheben und veröffentlichen Statistiken zu Straftaten und Nationalität, Asylstatus und Residenzstatus. Für was? Weil sie wissen, dass ein Problem nicht mehr lesen kann, weil das Problem erkennt und ausschwätzt. Auch hier sind wir mit unserer Forderung als RDR an der politischen Mitte an Europa. Très bien. Die Rolle von einem Minister ist, das Problem zu erkennen und zu nennen und nicht zu verstoppen.
Den Herr Minister schwächt dummer Schengen. Guckt ihr euch an, was Deutschland möchte und erkennt die neue politische Realitäten an Europa und noch an den USA an. Wir müssen Realpolitik machen und da können Vertrauen an den Schengen-Raum nicht zurück, weil Lützeburg braucht den Schengen-Raum. Merci. Ganz gut.